freue mich riesig, ich darf in dieser Wunderserie weitermachen mit dem Dominik Haab, meinem guten Freund. Und wir gehen heute in ein Thema rein, wenn es um Wunder geht. Oder ich glaube, warum uns Wunder auch so faszinieren, wie sie machen immer etwas mit unserem Herz. Und ich habe das da so mit diesen Schildern illustriert. Wenn Wunder passieren in unserem Leben, Gott tut etwas Übernatürliches, dann führt es oft dazu, dass in unserem Leben so eine Ehrfurcht kommt. Wow, Gott ist wirklich da. Wow, Gott ist gut. Gott ist krass. Kennt ihr das? Wenn ein Wunder passiert, und ich glaube, das ist ein Grund, warum wir uns so noch sehnen, dass mehr Wunder in unserem Leben passieren, dass so eine Ehrfurcht kommt in unser Leben. Und ich glaube, das ist mega wahr, aber es ist auch ein bisschen eine Erwartung, die vielleicht nicht immer so aufgeht. Konkret, Jesus ist unterwegs, 10 Aussätzige kommen zu ihm, er heilt 10 Aussätzige. Sie gehen sich Gott zeigen bei den Pharisäern und einer von 10 hat Ehrfurcht in seinem Herz gehabt, zum zurückgehen zu Jesus und ihm sagen, danke Jesus, hast du mich gesund gemacht. Also das System mit mehr Wunder, dann hätte ich Ehrfurcht, geht nur bedingt auf. Es geht auf. Aber wenn man in der ersten Kirche mal schaut, dann ist es eben oft auch, dass es andersrum extrem gut funktioniert. Nämlich, dass Ehrfurcht bewirkt, dass Gott Wunder tut. Ehrfurcht ist so ein Schlüssel, wenn du mehr Wunder erleben willst, hab mehr Ehrfurcht. Und dem gehen wir heute auf die Spur. Die erste Kirche, habe ich gesagt, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft und sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Und dann, was ist passiert? Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Also die Ehrfurcht da, die ist gekommen, weil sie haben einen anderen Lebenswandel gehabt. Sie haben sich voll und ganz auf den Gott eingelassen und Jesus nachgefolgt. Und das hat etwas bewegt. Und erst nachher steht, und Gott wirkte viele Zeichen durch die Apostel. Also es scheint nicht immer so eindeutig zu sein, zuerst kommen die Wunder und nachher kommt Ehrfurcht. Irgendwie könnte es eben auch so sein. Und wenn wir mehr Ehrfurcht haben vor unserem Gott, werden wir auch mehr Wunder in unserem Leben sehen. Darum klingt es doch noch interessant. Lass uns da mal schauen. Ein weiterer Vers, sehr prägend. Als Christus auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet. Also das war im Garten Gethsemane noch. Hat zu seinem Vater gebetet und zu dem gefleht, der ihn aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Und weil er seinen Willen in Ehrfurcht Gott unterstellte, wurde sein Gebet erhört. Bedingung, dass das größte Wunder auf der Welt überhaupt passieren kann, dass Jesus von den Toten auferweckt wird, war, dass Jesus von seinem Vater Ehrfurcht hat und sagt, dein Wille soll geschehen. Weißt du, für mich ist Jesus doch immer der, Jesus kann jedes Wunder, weißt du, der kann da ein bisschen, aber dass das Wunder passiert, ist sogar Jesus an die Bedingung geknüpft gewesen. Steht da in dem Vers, oder? Nur weil er Ehrfurcht vor Gott hat. Also die Ehrfurcht, der Respekt, die Haltung vor Gott gegenüber, ihn als der zu behandeln, wo er ist, nicht eine Angst, nicht Distanz, sondern auch seine Liebe anzunehmen. Jesus hat gewusst, ist sein Vater und ist nahe gewesen. Und gleich die Haltung hat etwas in seinem Leben möglich gemacht. Also, Freunde, ich glaube, wir sollten uns heute Abend aufmachen, um ein bisschen dieser Ehrfurcht nachsuchen, was bedeutet Ehrfurcht für unser Leben. Ich habe in den Psalmen dann geschaut. Ehrfurcht hat mich angefangen zu faszinieren. Und ich habe nur in den Psalmen 10 Verheißungen gefunden für Menschen, die Ehrfurcht haben vor Gott. Lass uns das mal anschauen. 10 Verheißungen für Menschen mit Ehrfurcht. Herr, wie viel Gutes hältst du doch bereit für alle, die Ehrfurcht vor dir haben. Wow, wie viel Gutes kommt. Und dann weiter. Gottes Segen gilt allen, die Ehrfurcht haben vor ihm. Sie werden reich beschenkt, die Ehrfurcht haben. Begegnet Gott mit Ehrfurcht und ihr werdet keinen Mangel haben. Gott wird ganz sicher denen helfen, die Ehrfurcht haben vor ihm. Er beschützt alle, die Ehrfurcht haben vor ihm. Die Weisheit brauchen,
Es fängt mit Ehrfurcht an. Ehrfurcht vor Gott haben und Gott zeigt dir den richtigen Weg. Gott erfüllt die Bitte, deine Gebete, wenn du Ehrfurcht hast, steht da. Und das Letzte noch, Gott verspricht ein Erbe denen, die Ehrfurcht haben. Und da habe ich mich wirklich ein bisschen gefragt, wieso reden wir so selten über Ehrfurcht? So zentral, Ehrfurcht vor Gott haben. Wie unglaublich viele Verheißungen gibt es für das. Und heute gehen wir in das rein und wir wollen 3 praktische Sachen anschauen, wie unser Herz kann Ehrfurcht haben. Und meine Freunde, ich weiss, es ist ein bisschen still jetzt schon, das Thema. Bedeutet das jetzt, ich muss wieder religiös werden? Ich muss wieder mehr Druck auf meinem Leben haben? Ich muss wieder mehr Angst haben vor Gott? Was lachst du mich aus? Was bedeutet es denn, Dominik? Für mich bedeutet Ehrfurcht nichts anderes, als dass ich liebe Gott so fest, dass ich nichts machen will, was ihm missfällt. Das ist ganz einfach. Es hat nichts mit Angst zu tun. Nimm uns rein. Wir wollen 3 Sachen anschauen. Ehrfurcht. Wie können wir Ehrfurcht in unserem Leben konkret kultivieren? Und es wird richtig schön. Danke, Bruder Sohn. Ich wollte dich nicht auslachen. Okay. Nein, hast du nicht. Ich wollte dich einbinden, weißt du? Das machen die Freunde so. Ja, du machst es sehr gut, wirklich, das muss ich sagen. He's preaching good. Sunday Night, hey, das ist herrlich, euch zu sehen am Sonntagabend. Ehrfurcht ist ein Thema, das ich lange nicht verstanden habe, weil ich habe immer in den Sprüchen gelesen, was alles verheißen ist. Menschen, die Ehrfurcht haben, haben Weisheit. Und ich habe immer gedacht, muss ich jetzt mehr Angst vor Gott haben. Und ich bin so froh, reden wir über das Thema heute Abend, weil Ehrfurcht hat eben wirklich nichts anderes damit zu tun, als dass ich das Wesen Gottes mehr und mehr entdecke und durch das so eine Dankbarkeit bekomme, wie Gott ist, dass ich eigentlich nichts machen will, was ihm missfällt, was eben auch zum Beispiel auch Sünde ist, wo ich merke, wo mein Leben kaputt macht. Und wenn wir über Ehrfurcht, schau, ein ehrfürchtiges Herz, für ein ehrfürchtiges Herz ist ein Wunder nicht selbstverständlich. Ein Wunder ist nicht selbstverständlich. Und ich habe eine Story mitgebracht aus dem Daniel 3. Wir lesen das miteinander. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor deiner goldenen Statue niederwerfen. Das sind 3 Boys gewesen. Der Nebukadnezar hat die goldene Statuen aufgebaut und er hat gesagt, ein bisschen grössenwahnsinnig gewesen, er hat gesagt, wenn ihr euch nicht niederwerft, wenn die Musik kommt, dann rühren wir euch in den Feuerofen rein. Und die 3 Jungs haben gesagt, los, wir können nicht. Wir können uns nicht niederwerfen. Sie haben aber die Bedingung nicht an ein Wunder gesetzt, sondern sie haben das Wesen von ihrem Gott gekannt. Weil sie nämlich mit ihrem Gott geredet haben. Und weil sie das Wesen von Gott in ihrem Leben erfahren haben, haben sie gewusst, Gott kann das Wunder tun und uns aus den Fängen von dem Nebukadnezar retten, dass wir nicht in den Feuerofen müssen oder dass der Feuerofen einfach ausgeht oder wie auch immer. Die Story kennen, wissen, wie es nachher weitergegangen ist. Aber sie haben es gewusst, er könnte es. Aber auch wenn er es nicht tut, sie haben ihn nicht an eine Bedingung gestellt, sondern sie haben das Wunder wohl erwartet, aber sie haben nicht das Wunder gegenüber das Wesen von Gott ausgespielt. Du musst wissen, wenn du Ehrfurcht, also das heisst, du hast Ehrfurcht im Herz und es bewirkt das Wunder und das Wunder eben nicht eintrifft, dann, weißt du, was passiert? Dein Gottesbild hat meistens einen Knick. Du fängst an, Gott darüber definieren, wie er ist und sein Wesen über, was hat er jetzt schon gemacht und was hat er nicht gemacht. Und das ist saumässig gefährlich, aus verschiedenen Gründen, weil Wunder und das Wesen Gottes sind gar nicht auf der gleichen Ebene. Verstehst du, über das Wesen Gottes müssen wir nicht darüber diskutieren. Er ist im Fall König. Ich weiss nicht, wenn du sagst, ich bin Nachfolger von Jesus und wir bauen sein Reich, sei es jetzt das da in Zürich oder als Familie von Nachfolgern von Jesus, wir bauen sein Reich. In diesem Reich gibt es einen König und sein Name ist Jesus und du bist es nicht. Und ich auch nicht. Es gibt einen König
Und sein Name ist Jesus. Es ist immer wieder gut zu hören in dieser Gesellschaft, wo immer du zuerst 5-mal kommst. Und wenn alle deine Sachen im Reinen sind, dann schauen wir dann mal noch über den Tellerrand aus. Im Reich Gottes ist es einfach 180 Grad anders. Dort ist Jesus König. Und er ist der regiert. Und er ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Und Wunder definieren die nicht. Verstehst du? Ich tue nicht auf Kosten von Wunder das Wesen Gottes in Frage stellen. Wenn du die Schrift durchgehst, wir werden noch weiter durchgehen, dann müssen wir das klar haben. Weil es ist so scheiße zu leben mit so einem Knick. Das ist so mühsam. Ich treffe so viele Leute, die haben einen riesen Knick da drin. Und es muss nicht sein. Es muss im Fall nicht sein. Du kannst im Fall deine Rechte ablegen und umkehren. Halleluja! Hey, du musst im Fall nicht festheben. Du kannst im Fall all deine Enttäuschungen ablegen. Lass mal den Johannes den Täufer. Jetzt musst du dir mal vorstellen, oder, der in der Wüste war, Heuschrecken, Honig, wir kennen die Stories, hat dann nachher die ersten Leute angefangen zu taufen und dann kommt doch Jesus. Kommt und lauft ihm entgegen. Er ist am Leute taufen. Was sagt er? Johannes 1, 29. Schaut ihr, was das Lamm Gottes, das die Sünde von der Welt wegträgt. Riesen Offenbarung. Also, wow, hey, wo ist denn das hergekommen? Und ein paar Kapitel später, Matthäus 11, kannst du lesen, hat es dann nicht mehr ganz so rosig ausgesehen im Leben. Er war nämlich im Gefängnis. Der Herodes hat ihn eingebuchtet. Und er hat gewusst, ich komme wahrscheinlich nicht mehr lebendig aus dieser Situation raus. Ich glaube, es kostet meinen Kopf. Dann hat er seine Jünger geschickt und gesagt, könnt ihr zu Jesus gehen und fragen, ob er wirklich der ist? Der Erlöser, der Messias. Sie sind gegangen und Jesus gefragt, kannst du nachlesen, Matthäus 11, 1-6. Und sie sind angegangen, haben Jesus gefragt, gesagt, hey, der Johannes hat uns geschickt. Und, was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, die Tauben hören wieder, die Blinden sehen wieder, die Toten stehen wieder zu neuem Leben auf. Und im Vers 6 sagt er, der wichtigste Vers, sagt er, aber gesegnet sind die keinen Anstoß an mir nehmen. Was hat das bedeutet? Gesegnet sind die keinen Anstoß an mir nehmen. Ja, die Wunder haben wir vielleicht gesehen, vielleicht haben wir sie auch nicht gesehen. Aber gesegnet sind die keinen Anstoß an mir nehmen. Am Thomas, wo er seine Wunder am Schluss zeigt, hat er gesagt, gesegnet sind die nicht sehen und doch glauben. Das hören wir nicht gern. Aber es ist genau das, was er uns veranschaulichen will. Das Wesen Gottes steht in sich als Wahrheit. Und wir definieren nicht mit Wunder, wie Gott ist, sondern wir leben von dem, dass wir das Wesen von Gottes besser und besser kennen, in Ehrfurcht zu ihm wachsen und das setzt nachher wiederum Glauben frei, um Wunder zu sehen. Schau, ich will dir sagen, im Daniel 7 heißt es, dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemand, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie ein Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt und ihm wurde Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Verstehst du, das ist nochmal eine Aussage über das Wesen von Gott, die klarstellt, er ist König in dem Reich. Und für ein ehrfürchtiges Herz sind Wunder nicht selbstverständlich. Auch Gnade, Barmherzigkeit und Sündenvergebung ist im Fall nicht selbstverständlich. Wir nehmen es so, ja, Jesus vergibt uns dann schon. Ich kann schon sündigen, weisst, Jesus vergibt mir dann schon. Bist nicht dumm. Wirklich, bist nicht dumm und zerstört dein Leben. Bist wach. Die Sünde führt nur in den Tod, macht dich kaputt, nimmt dir Freiheit. Es nützt nichts. Es hat nichts Gutes in der Sünde. Die wahre Freiheit ist in dieser Hingabe zu Jesus. Ja. In dieser Ehrfurcht zu ihm. Ja. Hey, ich sage das zu mir. Ich will freier werden. Ich will, dass du mich in 10 Jahren da rein siehst und ich sage, ich bin noch freier im Herz. Ich habe noch mehr Frieden. Das wünsche ich dir für dich und für mich. Ein ehrfürchtiges Herz nimmt Wunder nicht für selbstverständlich. Amen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Das Nächste, wie du dein Herz kannst ehrfürchtig trainieren, und das ist ein bisschen edgy, ein ehrfürchtiges Herz achtet
auf seine Worte. Viele von uns sind wahrscheinlich so ein bisschen getrimmt. Ja, weisst, jedes Gebet ist ein gutes Gebet. Gott hat immer Freude an jedem Gebet. Gott kann ja froh sein, hauptsächlich ich bete möglichst oft. Und wenn ich schon mal bete, ist es sicher dann auch gut. Nur der Punkt ist, die Bibel redet davon, dass man besser beten kann, respektive, dass man weniger gut beten kann. Jesus an 2 Stellen lesen wir davon und eine Stelle möchte ich euch schnell mitnehmen. Lukas 18 sieht es so aus. Besser beten. Wow, was ist das für ein kraftvoller Worship heute gewesen? Ich habe Gottes Gegenwart so richtig gespürt. Wir wollen jetzt noch Gott mit unseren ganz eigenen Worten anbeten. Ihr dürft still für euch beten oder aber das Gebet mit uns allen teilen. So, Ladies, jetzt kommt mein Auftritt. Licht? Hallo, Licht. Hey, also Chantal muss mich schon besser sehen, also die Beleuchtung stimmt nicht, bitte. Weißt du, sonst sieht sie nur meine Schattenseite. Dankeschön. So, jetzt stimmt. Test. Nein, die Stimme ist noch nicht sexy genug. Ich brauche ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen mehr Halt. Kannst du das für mich richten, Brüder? Danke. Nochmal. Test. Gut. Viel besser. Und jetzt nur noch die perfekte Hintergrundmusik. Halleluja. Sehen mich alle? Gut. Jetzt Hände in die Luft und Augen zu zur Ehre Gottes. Und let's go. Allerheiligster Herr, Daddy Vater, Heiland Jesus und Holy Spirit, wir sind heute da, um dich anzubeten. Ja, ich danke dir, dürfen wir dich lobpreisen und uns frei versammeln. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam in deinem Namen einstehen dürfen. Ja. Komm, junger Mann. Ich gebe dir meine Zeit und ich gebe dir meine Talente. Ja, Herr, ich gebe dir viel Geld von meinem Sack für dein Reich. Und es soll dir nur zum Besten dienen. Ja, Vater, ich danke dir für deine Erlösung und ich danke dir, dass ich eben nicht so bin wie die Nichtgläubigen. Du kannst dich einfach glücklich schätzen, dass du mich hast. Habe ich genug gebetet? Gut, ich könnte eigentlich jetzt nur meinen moralischen Wandel erwähnen, denn das würde sich noch gut machen. Also komm. So, also ich danke dir, mache ich keine Fehler, so wie die anderen Sünder. Ich danke dir, Gott, ja, dass du mich befreit hast von meinem Geiz. Jetzt kann ich grosszügig geben. Ich danke dir, dass du mich befreit hast von meiner Esssucht. Jetzt kann ich regelmäßig fasten und dir näher kommen. Und ja, Vater, du machst mich halt schon zu einem besseren Mensch. Oh. Okay, gut. Also, es ist Zeit. Schliessen wir ab. Vater, ich danke dir, du dreieiniger Geist, dass du mich als Leader nicht festgestellt hast, sondern dass du mein Leader bist. Sorry. Ich danke dir, dass du mir Strength gibst in meiner Schwachheit. Ich danke dir, dass du mich Power gibst, wenn ich schwach bin. Und das für jetzt und in aller Ewigkeit. Im Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Amen. Ja. Ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Bitte, vergib mir und sei mir gnädig.
Jesus erwähnt das Gleichnis von diesen zwei Leuten, die beten und sagt ganz klar, das ist ein Gebet. Und auf der einen Seite sind es so zwei unterschiedliche Leute und der, wo man eigentlich denkt, der Zöllner ist es eigentlich gewesen, ja, der betet eh nicht so gut. Hat ein ehrfürchtiges Gebet gemacht als der Pharisäer, wo man eigentlich denkt, der sollte mega gut beten. Und mich mahnt es eben auch ein bisschen an meine Geschichte. Erinnere dich mal zurück, was dein erste Gebet war, echt, wo du gebetet hast. Magst du dich erinnern, wie viel Demut, Ehrfurcht und Dankbarkeit Gott gegenüber da war? Wie viel Hoffnung. Und irgendwie entwickeln wir uns amigs ein bisschen als Christen über die Jahre dann dazu, dass ich amigs sehe, ich bin fast ein bisschen wie der. Und ich merke, wir müssen darum da anschauen. Grossen Applaus nochmal unserem Theaterteam. Gregory, Doro. Wir müssen anschauen, wie brauchen wir unsere Worte beim Gebet. Und ich möchte anfangen mit Floskeln. Brauch keine Floskeln. Warum nicht? Im Prediger 5, Vers 1 steht, denk erst nach, bevor du betest. Das steht jetzt so. Sei nicht zu voreilig, denn Gott ist im Himmel und du bist nur auf der Erde, also sei sparsam mit deinen Worten. Und da können wir uns wirklich mal als Christen etwas zu Herzen nehmen. Was sind Floskeln? Floskeln sind nichts aussagende, formelhafte Redewendungen. Ich mache euch 3 Beispiele aus meinem Leben an Floskeln. Etwas, wo ich immer wieder bete habe, danke Gott, dürfen wir dich anbeten. Und dann irgendwann habe ich mal überlegt, was bedeutet das eigentlich? Sogar Dämonen und der Teufel dürfen Gott anbeten. Ich danke für Gott für gar nichts, sondern moderieren, was ich gerade gemacht habe. Oder etwas anderes. Ich habe gemerkt, ein Wort habe ich in der Sonntagsschule gelernt, das ist heilig. Danke Gott, bist du so heilig. Und habe es in meinem Wortschatz gewusst, heilig ist ein gutes Wort, das braucht man als Christ. Und da ist man auch akzeptiert, wenn man das sagt in der Kirche. Und ich habe gemerkt, für mich, ich habe es gar nicht gefühlt. Und schaut, Freunde, das ist genau der Punkt. Jemand anders kann da stehen und kann ehrlich beten, danke, darf ich dich anbeten. Und er meint von Herzen etwas Ehrfürchtiges. Ich kann bei niemandem beurteilen, ist das, was er sagt, eine Floskel oder nicht eine Floskel. Aber ich kann bei mir anschauen, habe ich das Wort wirklich gefühlt? Oder etwas, was ich auch gemerkt habe, ich habe ich habe immer, jedes zweite Wort beim Gebet war eine Zeit lang Herr gewesen. Und irgendwann ist mir das dann aufgefallen. Also so, danke Herr, darf ich Herr heute da, Herr, Sie, Herr. Und ich habe gemerkt, ja, es ist ja keine Sünde, so beten. Aber ich habe gemerkt, ich will für mich das Wort Herr füllen mit dem, dass wenn ich sage, Gott, du bist mein Herr, bedeutet das, ich mache ihn wirklich in dem Moment bewusst zum König von meinem Herz, von meinem Leben. Und ich will das füllen und nicht einfach leichtfertig die Wörter durchbrabbeln. Jesus sagt das auch nochmal, leiert nicht gedankenlos einfach Gebet ab, so wie Leute, die Gott nicht kennen. Kenn Gott und füll die Wörter. Gott, du bist würdig, Gott, du bist heilig, Gott, du bist gnädig. Was bedeutet das? Heb's vor den Augen. Wenn ich sage, Gott, du bist gnädig, dann male ich mir amigs aus. Ich weiss, wo ich wäre, wenn ich Gott nicht hätte. Wenn Gott nur gerecht mit mir umgegangen wäre, ich wäre nicht da, ich wäre wahrscheinlich schon lange tot. Ich wäre nicht überlebensfähig ohne ihn. Ich wäre nicht gefüllt, ich hätte keinen Frieden. Gott ist wirklich sehr grosszügig. Und füll dir deine Wörter, bitte. Was ist eben blöd? Warum sind Floskeln ein grosses Problem? Erstens, wir schaffen eine falsche Frömmigkeitskultur. Wir trainieren etwas, das fromm aussieht, aber nicht wirklich ehrfürchtig vor Gott ist. Das Zweite, neue Gläubige, die eigentlich ehrfürchtige Gebete und mutige Gebete zu Gott reden, fühlen sich plötzlich unwürdig zum Beten. Und das ist so schade. Nur weil du noch nicht lange da im ICF dabei bist und unseren Slang nicht drauf hast, traust dich nachher nicht mehr zum Beten. Und da müssen wir einfach aufpassen und Verantwortung übernehmen, wenn wir schon länger im Glauben sind, dass man so betet, wie man auch redet und es meint. Das Nächste, ich verliere meinen Gebetsdrive. Weil wenn jedes Wort, das ich im Gebet inne habe und jedes Gebet eine leere Floskel ist, dann ist es nicht mehr spannend, dann ist es nicht spannend, dann ist es nicht näher, dann ist es nicht kraftvoll. Und das merke ich irgendwann und es löscht mir ab. Und das Letzte, ich kultiviere in meinem Leben keine Ehrfurcht vor dem Gott.
weil ich ein Brabbler bin und ich habe gemerkt, ich will wirklich die Worte nutzen, die ich wirklich meine. Und nicht nur bei den Worten, das Zweite, das ich will, überleg dir das nächste Mal, wenn du für etwas betest, willst du wirklich für das beten. Logisch, wir dürfen Gott ja alle unsere Wünsche bringen. Aber wir sind ja vor ein paar Wochen sind wir ins Summercamp mit dem Sunday Night gegangen und die Wetterprognose war nicht so gut gewesen. Und dann ist natürlich gekommen, hey, komm, wir beten fürs Wetter. Und ich hatte Hemmungen zum Beten fürs Wetter. Wieso? Der Leo hat gerade ein paar Wochen vorher ja auch darüber geredet. Wenn du für Sonne betest, kann es sein, dass der Bauer nebendran braucht dringend Regen. Und ist es dann gerecht für Gott, dass er mein Gebet, mein Bedürfnis nach Strandsonne mehr erhört? Also ist wie. Und ich habe mir überlegt auch, wenn wir jetzt in das Camp gehen, es kann viel sein, dass wir schlechtes Wetter haben und durch das mehr Workshops machen, mehr Gemeinschaft haben, mehr miteinander reden und mehr Gott kann tun, weil es regnet. Also will ich wirklich für Sonne beten und besseres Wetter. Und ich habe gemerkt, ich bete das bewusst nicht. Und dann am letzten Abend hat es wirklich aber total Regen angezeigt. Und wir haben wirklich alles gegeben, um ein Dach zu finden für den letzten Abend, wo wir nochmal Zeugnis geben, dass er mutig steht und nochmal taufen. Und wir haben keinen Ort gefunden und ich habe nichts anderes mehr gewusst, um zu sagen, Gott, ich kann alles geben, meine 2 Brot und 5 Fisch. Ich brauche ein Wunder. Bitte hebt den Regen zurück für die Celebration. Und wir sind dann verrissen am Strand gewesen und ich bin wirklich nervös geworden und ich habe einfach gefunden, Gott, er muss schauen und wir tun jetzt nichts abkürzen. Wir haben die Storys erzählt, die Zeugnis, die krassesten Geschichten, was Gott da hat. Und dann sind wir taufen. Und wir haben uns Zeit da und ich habe ein Bild mitgebracht. Ich habe noch nie gesehen, Sünden so kraftvoll weggewischt werden, wie da in dem Meer. Haben wir das Bild? Da, voilà. Es hat Wellen gehabt, hinten dran blitzt und alles wirklich gewaltig gewesen. Und dann haben wir die Täufling noch gesegnet und dann habe ich das Camp noch abgeschlossen und gesagt, wir sehen uns am Sonntag wieder. Danke, sind ihr da gewesen und ich segne euch. Amen. Und dann in dem Moment ist es regnen. Stimmt's? Es war wirklich so gewesen, wo die sind. Und im Nachhinein hat es mich so gelehrt. Gott lässt wirklich, aber ich möchte dann beten, nicht einfach für mich Sunshine in meinem Leben, sondern was ist wirklich das, wo ich Gott wirklich dann darum bemühen und für das wirklich beten und einstehen. Aus Ehrfurcht vor ihm fürs richtige Beten. Amen. Thanks, Joel. Ein ehrfürchtiges Herz betet mit Glauben. Und das ist der letzte Punkt, den wir miteinander anschauen. Und ich habe so 3 Beispiele, schauen, dass wir die noch durchbringen, bevor der Gong ertönt. Halleluja. Das erste ist das Beispiel von der Heilung. Oder wenn wir über Heilung reden, wenn wir über Wunder reden, dann haben wir ja alle unsere Erfahrungen. Und ich weiss nicht, ob du schon für Krankheiten gebetet hast in deinem Umfeld. Ich habe wahrscheinlich schon für mehr als 1000 Menschen die Hände aufgelegt. Ich habe viele Menschen gesehen, gesund werden, viele auch nicht. Ich habe viele Dämonen gesehen, aus Menschen rauskommen, habe aber auch Leute gesehen, die nicht frei geworden sind. Und wenn du dich in das Metier hineinbegibst, von dem, was Jesus gesagt hat, euch sollen Zeichen und Wunder folgen, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den ersten Teil, wo wir jetzt miteinander angeschaut haben, dass das gesetzt ist, das Wesen von Gott. Von dort aus bete ich. Also wenn ich habe gerade heute Morgen für jemanden gebetet, dann schaue ich Jesaja 53 an, wo es heisst, oder, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Verstehst du? Du kannst schon sagen, ja, das haben wir schon mal gelesen. Nein, das ist sein Wort und es ist wahr. Er ist an dem Kreuz gehangen, Blut überströmt, damit er unsere Schmerzen und unsere Krankheiten wegträgt. Und jetzt geht es darum, bin ich angestoßen, weil ich so viel gesehen habe. Hey, es haben alle geglaubt und alle haben gebetet und es ist nicht passiert. Ja, so machen wir es als nächstes Mal nicht. Nein! Mein Gott hat gesagt, das ist die Wahrheit. Darum würde ich auch für den 1001 meine Hand auflegen und ich schaue auf das Kreuz. Ich gehe nicht dem Wunder nach, sondern ich schaue den Jesus an, weil ich weiss, er ist im Fall geknechtet worden, damit Krankheit sich muss unter dem Blut von Jesus beugen. Damit Mächte weichen. Und es ist so wichtig, weil wir alle sind schon enttäuscht worden. Wir alle hätten gerne andere Outcomes gehabt in unserem Leben. Und jetzt geht es darum,
ob wir unsere Rechte ablegen wollen und anfangen, ehrfürchtig das Wesen von Gott anzuschauen und sagen, aber du willst immer noch Gutes tun. Auch wenn wir es 100-mal nicht gesehen haben, du willst es doch. Weil eins sagt er, die dämonische Welt wartet nur darauf, bis du deine Boxhandschuhe in die Ecke gehst und sagst, ich bete eh nicht mehr für niemanden. Dann sagen sie, come on, wir haben es geschafft. Aber das lassen wir nicht zu. Habt ihr gehört, das lassen wir nicht zu. Wir lassen nicht zu, dass wir aufhören, die Hände auflegen und die Mächte anfangen zu konfrontieren mit dem Blut von Jesus Christus. Unser König ist nicht an dem Kreuz gehangen, damit wir einfach hinterher liegen und sagen, es ist halt so, weil wir haben es ja schon 100-mal versucht, wir hören einfach auf. Nein! Wir hören nicht auf. Wir hören nicht auf, Leben zu sprechen. Wir hören nicht auf, zu segnen. Wir hören nicht auf, ich sage das, die Engel hören zu und sie werden ausführen. Und wir werden den Sieg sehen. Weil mein Gott ist König. Und jedes Knie wird sich beugen unter seiner Herrschaft. Früher oder später. Und es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder ermutigen. Verstehst du? Genau das Gleiche. Ein ehrfürchtiges Herz betet mit Glauben. In deinem Job hinein. Ich weiss nicht, wo du dran bist. Ich habe einen Bauernhof. Wenn du Milchwirtschaft betreibst wie ich, dann brauchst du fruchtbare Kühe. Du brauchst Kälbli, ohne ein Kalb gibt eine Kuh keine Milch. Darum nehme ich jedes Mal sein Wort mit, wenn ich wieder eine Kuh künstlich besam. 5. Mose 7,14. Ihr werdet gesegneter sein als alle anderen Völker der Erde. Kein Mann und keine Frau, ja nicht mal eines eurer Tiere soll unfruchtbar sein. Und weiter, sie im Psalm 107, sie besäen ihre Felder, pflanzen Weinberge und fahren reiche Ernte ein und er segnet sie mit vielen Kindern und versorgt sie mit großen Kuhherden. Amen. Hey. Verstehst du? Das heisst, wenn ich die Kuh am Besamen bin und meine Hand auf der Gebärmutter habe, dann sprich ich das aus, weil ich weiss, der Vater will ja grosse Viehherden schenken. Du sagst jetzt, ja, das ist jetzt ein bisschen pragmatisch, weil du bist Bauer, du kannst es persönlich nehmen. Nimm es doch auch für dich persönlich. Nimm es doch auch für dich persönlich in deinem Leben. Dort, wo du in deinem Job bist. Ich sage dir, Gott will dein Versorger sein, dort, wo du bist. Ich sage dir, Gott will für dich sorgen. Mir ist scheißegal, ob Rezension, Gaspreis, Diesel. Ich habe gerade noch mal 4000 Liter Heizöl gekauft. Ich habe gesagt, Gottes Leid heizt sie auf 23 Grad, in Jesus' name. Amen. Versteht ihr? Ihr müsst wissen, Gott kann so viel mehr tun, als ihr euch vorstellen könnt. Wichtig ist, dass wir sein Wesen kennen. Er ist im Fall ein Versorger. Der Paulus hat gesagt, ich habe gelernt, mit zu wenig zufrieden zu sein und ich habe gelernt, im Überfluss zufrieden zu sein. Verstehst du? Wir können sagen, es ist lustig und alles, aber tun wir uns mal das überlegen. Der Paulus hat es wirklich auf den Punkt gebracht. Weil das Lernen auch mit zu wenig zufrieden sein. Und ich kann dir eins sagen, wenn ich da hineinschaue, du bist gesegnet. Du hast mehr als genug. Du sagst, hey, ich weiss nicht, wie ich es schaffe. Gott ist dein Versorger. Nimm es persönlich, wenn er sagt, er sorgt für dich. Im Nahum 1,7 heisst es, er ist eine starke Festung und er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Ich will lieber mein Leben auf den Versorger setzen und sage, ich vertraue auf dich und ich nehme das Wort Gottes an und ich spreche es aus in meinem Leben. Mach's praktisch. Bitte dort, wo du bist, mach's praktisch. Da geht's nicht um ein Prosperity Gospel. Lieber gesegnet als verflucht. Verstehst du? Lieber mehr haben als genug, damit die Nächsten auch etwas haben von dem Segen von dir. Da geht's nicht darum, einen eigenen Reichtum anzuhäufen, sondern da geht's darum, das Basket voll haben, dass der Heilige Geist kann sagen, da zur Linken, da zur Rechten verteilen. Wenn du zu wenig zu essen hast, kannst du zu mir kommen auf den Hof. Ich habe etwas in Jesus' name. Versteht ihr? I'm so excited. Ich sage euch eins, darum mache ich das. Was meinen die, warum dass ich 7 Tage in der Woche am Morgen um 3:45 aufstehe und meine Kühe besorge? Ich will ein Nahrungsmittel produzieren, weil ich glaube, es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir nicht nur immer sagen und machen und sagen, was nicht gut ist, aber ihr könnt sicher sein, in 20 Jahren bin ich noch da und versorge die Schweizer Bevölkerung mit Nahrungsmitteln. In Jesus' name. Amen. Danke, Jesus. Und der letzte Punkt. Hey, that's a good preaching. Hey, I love it. Okay. Amen. Ich ermutige mich selber. Ist immer gut. Sorry, hey, ich bin gerade fertig. Okay.
Der letzte Punkt, und zwar, was mir aufgefallen ist in der Vorbereitung, gerade jetzt in dieser Zeit, in den letzten 2-3 Jahren, wo wir unterwegs sind, wo ja sehr viel Furcht und Angst gestreut worden ist, in jedem Bereich von unserem Leben, habe ich einfach gemerkt, es ist so wichtig, wir als Nachfolger von Jesus, wir als solche, die ehrfürchtig mit Glauben beten für die Menschen. Ich glaube, Gott will, dass du einer bist, der Frieden und Segen verteilt. Ich glaube, dass Gott will, dass du jemand bist, der anderen Menschen Mut zusprechen kann. Gerade so, wie wir es wieder gehört haben in diesen Testimonies. Hey, bist der ermutigt. Ich habe da ein paar Verse mitgebracht. Jesaja 9,5, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. Jesaja 32,18 heißt, mein Volk lebt an einem Ort vom Frieden, in sicherer Wohnung, sorglos und ruhig. Sprüche 3,24 heißt, du kannst dich ohne Angst schlafen legen und dein Schlaf wird erholsam sein. Verstehst du? Es kann nicht sein, dass du rausgehst, in die Welt rauskommst, heim und die Heime hast mehr Krieg, als wenn du rausgehst. Jetzt nimmst du die Wahrheit an und gehst heim und liest den Psalm 91 über dein Haus. Und proklamierst den Frieden Gottes. Dort, wo du bist, dort ist Jesus und dort soll Frieden herrschen. Und ich sage dir, die Mächte werden sich beugen. Du wirst staunen. Das ist nicht Hokuspokus. Das ist mit einem ehrfürchtigen Herz und Glauben beten und sagen, hey, wenn ich in ein anderes Haus zügle, dann räumen wir auf, dann tun wir Buß, dann sagen wir, Vater, es tut mir leid für alles das, was war. Danke, ziehst du mir ein frisches Lindtuch an. Ich kann von null anfangen. Ich nehme nichts mit. Das ist ganz einfach. Da musst du keine Floskeln brauchen. Ich habe das mit meinen 4 Kindern und meiner Frau, die wir vor 2 Jahren in unser Elternhaus übergezügelt sind, am eigenen Leib erfahren. Ich habe so umgebaut, ich habe gar keine Zeit gehabt, um das Haus einzusegnen. Und 4 Tage später, unsere Kinder schlafen immer durch. Die ersten 4 Tage könnt ihr nicht schlafen. Träumen dumm, Albträume. Dann kommt doch mein 2 kleinsten Bub, der Caleb, kommt zu mir und sagt, Papi, bevor wir das Haus nicht eingesegnet haben, gehe ich nicht mehr ins Bett. Jetzt musst du dir vorstellen, jetzt zeigt mir mein kleiner Bub noch, nein, Tom, wirklich geistlich sehr wach, super, er merkt alles, ja, am Viertel hin. Dann muss der kleine Bub noch sagen, wir sollten das Haus einsegnen. Was haben wir gemacht? Wir haben einen Orangensaft vorgenommen, wir haben ihnen ein paar Ölfläschchen aus, dann gesagt, könnt das Haus einsegnen. Die Türpfosten, und wir haben einfach Jesus das Haus gewidmet. Gesagt, Jesus, du bist doch unser König, wir lieben dich. Wir wollen doch mit dir in diesem Haus Frieden säen. In die Menschenherzen. Und du glaubst es nicht, das ist eine halbe Stunde gegangen, die Kinder sind in diesem Haus herumgesäckelt. Und von diesem Tag an hat Frieden wieder eingekehrt in diesem Haus. Aber wir müssen es machen. Es ist nicht einfach so. Mach es die Heime. Ich will dich so ermutigen. Ehrfürchtiges Herz setzt Glauben frei fürs Gebet. Ja. Joel, nimm uns in die Interaktion hinein. Danke, Tom. Ich glaube, ich habe es ein bisschen gespürt und ich glaube auch, je nach Prägung, wo wir herkommen, ist das Wort Ehrfurcht vielleicht auch manipulativ gebraucht worden in deinem Leben. Und du musst dich heute Abend vielleicht mit dem Wort auch wieder versöhnen. Weil vielleicht wirkt es für dich so ein bisschen so, ja, ehrfürchtig. Ja, meine Großeltern sind ehrfürchtig. Die können sich das schreiben. Ich bin, was soll ich ehrfürchtig mich nennen? Wie kann ich das machen? Ich werde doch nie so empfunden von Gott, dass ich jetzt ehrfürchtig werde. Aber ich glaube, Gott sagt etwas anderes. Gott sieht dein Herz und Gott weiß, wie fest, dass du ihn gern hast. Und wie fest du wirklich willst und wie aufrichtig, dass du es meinst. Schau, ich bin in das Camp gegangen, in das Summercamp, und jetzt ohne Scheiß, ich muss euch jetzt sagen, wir sind in das Camp gegangen und wir haben jeden Tag viele Stunden einfach Zeit verbracht, zum Worshipen, zum Small Group haben, zum Gott nacheifern. Und so eine Liebe zu Jesus habe ich noch nie in einem Camp erlebt, wie ich sie bei euch erlebt habe. Da ist so eine Liebe da. Und ich habe mit jemandem geredet nach dem Camp. Sie war schon ein paar Mal mit einem Camp und sie hat mir gesagt, etwas hat sich verändert. Es ist das erste Camp, das sie erlebt, wo es kein Ding ist. Wir vergleichen uns, wer sieht schöner aus, wer ist sexier, und es ist kein Vergleich untereinander. Das können wir uns nicht vorstellen, wie das war in diesen Camps. Und weißt du, ich glaube, es hat damit zu tun, du bist eine Person, die Gott aufrichtig liebt. Und umarm die Ehrfurcht und lass sie dir nicht rauben.
Und wenn sie dir um die Ohren gehauen worden ist, du bist zu wenig religiös, zu wenig fromm, dann steh heute auf und sag, doch, ich bin fromm. Auf eine gute Art, auf meine Art. Ich bin im Fall fromm, brutal fromm. Aber so wie es die Bibel definiert, ist es gut fromm. Und nicht falsch fromm, nicht gespielt, nicht traditionell, nicht religiös, sondern ich weiss, ich liebe meinen Jesus und ich habe eine Ehrfurcht vor ihm. Und umarme das. Für die anderen bedeutet es am heutigen Abend, wenn du Ehrfurcht nehmen willst, dann musst du deine Wunder, die nicht passiert sind und Enttäuschungen gekommen sind, von deinem Gottesbild trennen. Und sagen, diese Enttäuschungen definieren nicht mehr meine Sicht von Gott. Und liebe Church, heute würde ich gerne etwas machen. Es muss niemand, du kannst auch einfach sitzen bleiben. Aber für mich ist es ein Zeichen geworden, wo ich gemerkt habe, dass man mega Kraft immer wieder irgendwo, wo ich bin, knünlich runter vor Gott. Einfach als Zeichen. Und ich möchte euch einladen, das heute zu machen. Vielleicht eben gerade zum sagen, ich umarme die Ehrfurcht. Ich will eine Ehrfurcht in meinem Herz kultivieren. Meine Liebe zu dir, Jesus, soll mein Leben bestimmen. Du bist König, Jesus. Du bist mein Herr. Für dein Reich gehe ich. Ich weiss, mein Herz ist amig so durcheinander und wild und ich mache Fehler und ich lebe nicht so geradlinig, aber ich will ehrfürchtig doch sein für Gott, vor dir, Gott. Weil ich dich so gern habe, Jesus. Ich habe dich wirklich gern, Jesus. Ich liebe dich wirklich.